Ich bin in einem sehr musikalischen Haus aufgewachsen. Mein Vater war Berufsmusiker, also eine von seinen Ausbildungen. Er war Orgel- und Klavierkonzertpianist. Meine Mutter war eine ausgezeichnete Hobbygeigerin. Und bei uns ist eigentlich immer Musik gelaufen. Und meine Eltern haben sehr grossen Wert darauf gelegt, dass wir Kinder, wir sind das 5., dass wir alle ein Instrument spielen können. Und dort ist irgendwie, wir sind eigentlich in diese Musik geboren und haben das am Anfang natürlich mehr oder weniger gerne gemacht, aber je länger dass man dabei war, desto grösser ist die Freude auch geworden. Und mein Bruder, der 4 Jahre älter ist als ich, der hat während der Pubertät eine sehr grosse Vorliebe für Rockmusik entwickelt und hat mich da wie automatisch in die Entwicklung hineingenommen. Und dort ist eigentlich meine ganz grosse Leidenschaft entstanden für die Rockmusik. Nach der Matur habe ich dann das Lehrerseminar in Küsnacht gemacht. Und dort war es so Usus, dass man im Semichor mitgesungen hat. Und ich hatte dort also ein grosses Vorbild von einem Chorleiter, Karl Schäuber. Und der hat mit uns wunderbare Sachen gemacht. Vor allem auch viele projektbezogene Sachen. Das sind Konzertreisen nach Süditalien, aber das sind moderne Projekte, also mit klassisch modernen Sachen. Hat aber auch dazu geführt, dass wir zum Beispiel im Opernhauschor in Zürich mitsingen. Also damals die legendäre Produktion im Hallenstadion mit der AIDA. Dort haben wir dabei sein. Und das hat irgendwie in mir auch so die Projektlust geweckt. Es hat mich wahnsinnig fasziniert, mit was man die Musik alles kombinieren kann. Und dann bin ich ans Obersemi gekommen und während dieser Zeit am Obersemi ist dann für mich so die Musical-Welt aufgegangen. Das ist dann eben stilmäßig, hat das ein bisschen mehr zu meinem Gust gepasst als die klassischen Projekte. Und ich bin dann sehr viel im Musical gewesen, habe mir das angeschaut und bin einfach fasziniert von dieser Kombination von Gesang, von Band, von Tanz, von Schauspiel, dann das ganze technische Equipment, das Bühnenbild, das ist etwas, was mich unglaublich fasziniert hat und heute noch fasziniert. Ja, ich habe nach Abschluss vom Lehrersemi habe ich 3 Jahre gearbeitet als Primarlehrer, habe aber gleichzeitig dann schon mein Studium am Konsi Zürich gemacht, das Schulleiterstudium habe ich gemacht, mit den Hauptfächern Klavier, Saxophon und Gesang. Und das war eine sehr strenge Zeit, aber es war für mich eigentlich immer klar gewesen, wenn ich etwas in Richtung Musik mache, dann muss es irgendwie eine Kombination sein zwischen Schule geben, Kontakt mit Schülern und Musik. Also nur als Instrumentallehrer, Solist, das wäre sowieso nicht in Frage gekommen, für das bin ich viel zu wenig gut gewesen. Aber nur als Instrumentallehrer, das hätte ich mir das Berufsleben nie vorstellen können. Nein, die Freude an der Musik hätte ich nicht verloren, wenn ich nur, in Anführungszeichen, nur als Instrumentallehrer hätte arbeiten können. Aber ich unterrichte wahnsinnig gerne im Klassenunterricht. Ich finde das super, mit Kindern zu arbeiten. Jetzt hier mit diesen Oberstufenschülern, ich liebe es über alles. Und das irgendwie zu kombinieren mit meiner grossen Leidenschaft und meine Freude und meine Motivation und meine Begeisterung irgendwie können auf die Kinder übertragen, das ist das, was mich antreibt. Und ich habe das Gefühl, wenn ich als Instrumentallehrer, nur als Instrumentallehrer gearbeitet hätte, wäre da weder pädagogische Teil, also im Klassenverband, wäre da viel zu kurz gekommen. Nur Schnipp sagen. Leola, Schnipp, Leola, Schnipp, Schnipp. Und das zweite Mal zweimal. Los nochmal. Leola. Wir sind 1989 ins Prättigau gekommen. Wir hatten dort schon 2 Buben. Meine Frau ist von Klosters. Und wir hatten immer im Sinn, mal zurückzukommen auf Klosters.
Aber es war dann ein bisschen früher, weil mein jüngerer Sohn gesundheitsbedingt in die Höhe musste. Und dann sind wir im 89 hier auf Klosters gekommen. Und es war dann ein riesiges Glück, dass sie an der Musikschule und an der Mittelschule gerade einen Klavierlehrer gesucht haben, plus einen Klassenlehrer für das Fach Musik. Und ich konnte dann dort einsteigen im 89. Als ich die Stelle als Klavierlehrer an der Musikschule bekommen habe, habe ich gewusst, dass es in 2-3 Jahren oder vielleicht auch früher eine Änderung wird geben in der Schulleitung. Bevor ich gekommen bin, war der Jürg Brüsch Schulleiter. Das ist sehr ein begabter, ich habe ihn zwar nie gekannt, aber vom Hören sagen, sehr ein begabter und sehr ein initiativer Schulleiter gewesen. Der ist ganz plötzlich in ganz jungen Jahren gestorben. Und dann musste eine Geigenlehrerin seinen Job übernehmen, damit die Schule überhaupt gelaufen ist. Und das war gerade die Zeit, als ich an die Musikschule gekommen bin. Und der Rolf Rauber hat mir schon hier gesagt, bist aufmerksam, wahrscheinlich suchen wir dann in ein paar Jahren einen Schulleiter oder eine Schulleiterin und wenn es dich interessiert, tust du dich dann bewerben. Und das ist aber dann bereits 1990 ist dann die Stelle ausgeschrieben worden und dann habe ich natürlich sofort mich dann darauf beworben. Und dann war das Glück, wo wir den Dieter Walser bekommen haben, wirklich als kreativer und sehr schöpferischer Ideenbringer für die Musikschule. Ich habe ihn kennengelernt anlässlich der Ausschreibung von der Schulleiterstelle der Musikschule Prättigau. Dort habe ich ihn kennengelernt und natürlich dann am Bewerbungsgespräch. Und dann, nachdem sie mich gewählt haben als Schulleiter, bin ich beim ZAS im Gemeindehaus, also im Schulhaus oben rein gewesen. Und wir hatten das erste Gespräch miteinander nur unter 4 Augen. Er war ja dann mein Vorgesetzter. Also, als ich diese Stelle als Schulleiter angetreten habe und das erste Gespräch mit dem Rolf Rauber in seiner Sekretariatsstube ZAS, hat er mir einen kleinen Ordner auf den Tisch gelegt. Er hat es auf den Tisch hergeknallt und hat zu mir gesagt, das ist jetzt deine Musikschule, mach etwas daraus. Und er hat das Leitzeil in die Finger genommen und da habe ich gewusst, jetzt ist es gut, jetzt darf ich das mit Fug und Recht überlassen. Es soll jetzt wachsen im Tal. Ist durchgewachsen und ich habe Freude. Heute sind es 800 Schüler, glaube ich, ungefähr. Und ich bin dann relativ verdattert heim und habe den Ordner daheim einmal aufgemacht und habe gesehen, dass sind ein paar Schreibmaschinen geschriebene Verträge waren, wo Leute unterschrieben haben, die ich keine Ahnung hatte. Und bin also schon ein bisschen verschrocken am Anfang. Aber ich muss sagen, der Rolf Rauber hat mir von allem Anfang an seine 150-prozentige Unterstützung und vor allem auch sein Vertrauen geschenkt. Und eigentlich auch die Freiheit, die es gebraucht hat, um die Musikschule wirklich in geordnete Bahnen zu bringen. Es hat hier noch wenig reglementarische Vorgaben gegeben. Es hat nicht einmal ein Rechtsschulreglement gegeben. Das haben wir alles müssen neu machen. Die Finanzierung war relativ schwach. Also dort hat man pro Einwohner einen Franken bekommen für die Musikschule. Das ist dann nach 2-3 Jahren auf 5 Franken. Das ist zuerst auf 3 Franken und dann auf 5 Franken. Aber das sind immer riesige Lüpfe, um das zu machen. In seine Projekte, das ist sein Brot, das sind seine Gedanken, das sind seine Ideen. Die haben natürlich enorm eingeschlagen. Und ich muss jetzt noch sagen, ich weiss, haben Sie gelesen in einer Zeitung, es wird das letzte Projekt sein jetzt, aber es ist noch mal ein Monsterprojekt und eines, das einschlägt und wo ich sagen muss, wenn wir mit solchen Sachen nicht einen Pfahl eingeschlagen haben in der Kultur Prättigen, dann weiss ich auch nicht mehr weiter. Man ist der Entwicklung dieser Musikschule vor allem auch bei der bei der damaligen Pro Prättigau nicht nur offen gegenübergestanden, sondern der damalige Präsident, der hat mir manchmal gesagt, «Los, du musst lernen zu unterscheiden zwischen dem Machbaren und dem Wünschbaren.» Und das war mir eigentlich immer im Ohr und ich habe gedacht, ja, das kann es ja irgendwie nicht sein. Also, wenn ich beim Machbaren bleibe, dann kann ich aus dieser Musikschule nichts machen. Es ist doch ein Wunsch dahinter und muss irgendwie eine Strategie und eine Idee und ein Konzept sein. Das wäre das Wünschbare. Und das ist eigentlich mein ganz grosser Antrieb, den Leuten
da vor allem damals meinen Vorgesetzten von der Pro-Prättigau zu zeigen, dass das Wünschbare in Prättigau auch machbar ist. Aber der Weg dazu war der, ich habe alles, was ich gemacht habe, immer zuerst beweisen und zeigen. Und erst in einem nächsten Schritt haben dann die Gemeinden gefunden, mal, das funktioniert, das können wir unterstützen. Und das ist natürlich auch, unter Umständen ist das auch mit grossen finanziellen Risiken verbunden gewesen. Gerade Projekte, die wir hier angefangen haben, die ich selber finanzieren musste. Weil das ist ja etwas Wünschbares gewesen. Und in den Augen der Verantwortlichen von der Pro-Prättigau, das muss man nicht machen, das braucht es eigentlich nicht, oder? Also da die Finanzierungen herzubringen, die richtigen Leute auszuwählen, ja, das ist schon sehr risikoreich gewesen, weil ich wusste, wenn es in die Hose geht, muss ich es selber zahlen. Ja, in 30 Jahren waren es 45 Projekte und ich muss wirklich sagen, wir hatten das grosse Glück gehabt, wir hatten kein einziges Projekt gehabt, das in die Hose ist. Wir haben immer am Schluss Rückstellungen machen aus diesen Gewinnen und die Rückstellungen haben wir immer als Basisfinanzierung gebraucht für ein nächstes Projekt. Und das ist natürlich auch bei den Gemeinden und bei den Sponsoren sehr gut angekommen. Die haben dann gefunden, die kommen nicht nur und heben die Hohlhand her, sondern die bringen auch etwas an finanzieller Basis bringen die mit. Und was mir auch immer ganz wichtig war, ist, dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch immer etwas gezahlt haben bei einer Mitwirkung. Am Anfang hat man immer gesagt, ja, aber das kann man jetzt nicht, oder? Also, wenn wir jetzt, die müssen schon viel zahlen für den Instrumentalunterricht und jetzt sind sie da mit dem Projekt und müssen nochmal etwas zahlen. Nein, eben genau das war wichtig, dass wir unseren Geldgeber, der Gemeinde, können sagen, die sind auch bereit, einen Zusatzeinsatz zu leisten, in finanzieller, natürlich neben dem ganzen Einsatzgebiet, das sie hatten, auf dem Instrument, oder Tanz oder Gesang. Aber sie leisten ihren finanziellen Beitrag auch dazu, dass man so eine Sache realisieren kann. Und das war eigentlich wieder der Weg, der uns Erfolg gebracht hat. Also den Wechsel von Pro-Prättigau zur Region Prättigau haben wir gar nicht gemerkt. Wir sind schon vorher, durch das, dass unser Sekretariat ein Teil der Pro-Prättigau war, sind wir natürlich integriert in der Pro-Prättigau, ganz normal. Wir sind an diesen politischen Abläufen natürlich. Denen haben wir uns auch unterziehen, wenn es darum gegangen ist, Subventionserhöhungen oder einen Wechsel in der Subventionsart durchzubringen, sind wir in diesen politischen Prozessen involviert gewesen. Und was nachher in die Region übergegangen ist, das haben wir überhaupt nicht gemerkt. Ausser also das Sekretariat von Küblis auf Klosters kam, das ist für mich natürlich praktisch, wo ich in Klosters wohne, aber nein, sonst haben wir gar nichts gemerkt. Und ich muss auch sagen, wo der Wechsel gekommen ist, von der Pro-Prättigau zur Region Prättigau, haben wir schon innerhalb des Tals so ein gutes Renommee gehabt bei den Gemeinden, dass wir wie automatisch einfach zu allem dazugehören. Also wir gehören jetzt ja auch zur Volksschule, also wir sind eigentlich integriert, wir sind nicht, das ist glaube ich den Leuten in der Zwischenzeit auch klar, wir sind nicht ein Freizeitanbieter, sondern wir sind ein schulisches Bildungsangebot, das auf einer gesetzlichen Grundlage steht, beim Kanton, beim Bund und auch bei den Gemeinden, wo man nicht einfach so geschwind wegwischen kann oder sagen, da zahlen wir jetzt gar nicht mehr oder das wollen wir jetzt nicht oder so, sondern wir gehören fest zum Prättigau. Mit den Rückmeldungen, das ist so eine Sache. Ich orientiere mich eigentlich nicht an diesen Rückmeldungen, darum höre ich es vielleicht auch nicht so. Also für mich steht eigentlich immer das Wirken von dieser Musikschule und das Wirken an dieser Musikschule und das Arbeiten mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, das steht für mich eigentlich im Zentrum. Und daraus schöpfe ich eigentlich Kraft oder ich komme von dort her sehr viele Rückmeldungen über oder ich spüre sehr viel Positives auch, wo mich motiviert weiterzugehen. Und das ist mir viel wichtiger als irgendwie öffentlich gelobt werden. So, ich bin eher jemand, der gerne im Hintergrund arbeitet
und nicht so gerne. Ich stehe nicht wahnsinnig gerne auf der Bühne. Ich freue mich extrem, wenn ich meine Leute sehe auf der Bühne. Wenn ich schauen kann, was ich mit denen entwickeln konnte. Das finde ich wunderbar, so etwas zu sehen. Aber ich muss nicht vorne stehen und ich will nicht vorne stehen. Und darum höre ich das vielleicht wie auch nicht. Wobei, ich vermisse es auch nicht. Es kommt schon zwischen ihnen so, wenn man dann ein 30-Jahre-Jubiläum hat und dann gibt es eine Laudatio oder so und dann höre ich Sachen, wo ich mich wahnsinnig darüber freue und wo ich auch denke, so ist das und so wird das in der Öffentlichkeit aufgenommen. Das bin ich mir gar nicht so bewusst. Das freut mich dann schon sehr. Und ich merke auch, dass die Arbeit, wo wir, und ich sage bewusst mir, ich bin nicht allein, sondern ich habe einen wunderbaren Lehrkörper, der da mitarbeitet. Ich habe ein Sekretariatsteam, das super mitzieht. Ja, das sind irgendwie Sachen, wo ich dann denke, so ist das, ja. Mal, dann hat es doch etwas bewirkt. Der Durchschnitt ist genügend. Durchschnitt genügend. Deutsch. Verständigung mit Nummer 1. Hanna 1. Ich habe so einen reichen Alltag. Und ich kann so tolle Sachen machen mit meinen Leuten. Und ich habe so einen super Lehrkörper, der viel mehr ist als angestellt. Das ist wirklich ein Freundeskreis. Also, das ist mir wirklich wichtig. Und daraus, das ist eigentlich meine grösste Freude, die ich in diesem Beruf habe. In so einem Umfeld mit solchen Leuten zusammenarbeiten und mit solchen Leuten etwas entwickeln und sie auch entwickeln, sie fordern und fördern und irgendwie mit Begeisterung und immer noch mit einer grossen Motivation da vorauszugehen. Das ist eigentlich das, was mich motiviert. Und ob es jetzt für das einen Preis gibt oder nicht, ist für mich, sicher würde ich mich freuen, aber es ist für mich nicht relevant. Weil wenn ich sehe, bei dieser letzten Produktion, was die Leute auf dieser Bühne abgeliefert haben und wie das Publikum begeistert war und wenn ihr auch in den Zeitungen sehr positiv darüber geschrieben habt, also das ist für mich das grösste Glück. Mehr gibt es gar nicht. Ja, ich bin ein grosser Fan von Rockmusik und vor allem auch vom Klavier und von der Hammond-Orgel in der Rockmusik. Und ich habe für das letzte Chorprojekt ein Einstimmungsstück arrangiert. Es ist so etwas zwischen Elton John und so ein bisschen südamerikanisch, lateinamerikanisch.
oder Schwester Iris so richtig in Farbe. Schwester Madeleine! Oh, schön, dass Sie wieder bei uns sind. Ersparen Sie sich das, Schwester Madeleine. Ich habe schon von Ihrem Versuch gehört, mir die Stellenstreitung zu machen. Und Sie haben das zugelassen. Ja, wir sind schon recht weit. Jetzt geht es einfach darum, das Ganze noch auf die Bühne zu adaptieren. Und das braucht jetzt diese Woche noch. Jetzt haben wir also wirklich jeden Tag von morgen um 8:30 bis zum Abend um 10 Uhr sind wir dran, um das wirklich jetzt bühnenreif zu bringen. Ja. Die ersten 2 Tage sind Registerproben und vom Mittwoch weg sind dann auch die anderen Schauspielerinnen und Schauspieler noch dabei. Und am Donnerstag sind dann alle, also auch die von Schweden. Bis jetzt sind Tickets aus der ganzen Schweiz gewesen. Praktisch nichts von Klosters und Davos. Und jetzt, seit ein paar Tagen, fängt das Davos und das Klosters an. Schwestern können stehen. Das ist schließlich gut für die Krampfadern. Es ist meine letzte Grossproduktion, die wir machen. Und es ist der Abschluss dieser Trilogie. Also die Nonnengeschichte, die jetzt fertig erzählt wird. Und wir hoffen, dass es einen guten Ausgang gibt am Schluss dieser Produktion. Also, weil wir ja keine Möglichkeit haben, nochmal eine zu machen. Also es muss ein bisschen ein Happy End muss es, glaube ich, geben. Ja. Ich bin die Schwester Annemiek. Ich bin die Schwester Irene. Ich bin Schwester Thais. Also ich bin die Schwester Conny. Ja, die Jahre in dem Kerker sind schon her. Ich bin froh, ich will nicht zu viel verraten, aber ich bin froh, dass in dieser Serie dass ich doch ein bisschen ein besseres Ende habe. Wir haben so mega viel Spass und wir sind immer jemand macht etwas Doofes und wir lachen uns kaputt. Für mich persönlich ist jetzt das Highlight, weil ich das erste Mal auf der Bühne sein darf, also eine kleine Nebenrolle habe als Schauspielerin. Cool ist bei diesem Stück, dass ich recht viel singen darf und verschiedenes Zeug singen darf. Das ist für mich persönlich, freut mich das natürlich sehr. Wir sind schon sehr lange dran, wir haben ganz viel geübt. Wir haben auch Nonnen, die aus Davos hier mitmachen. Das finde ich noch ganz toll, dass wir da überhaupt dabei sein bei den Klosters. Ja, ich glaube, das geht um den Dieter, der bringt uns alle zusammen. Zum Schauspieler, ich finde es einfacher, weil ich bin einfach ein Drache von A bis Z. Am Schluss bin ich noch ein bisschen anders drauf, aber ich kann die ganze Zeit alle zusammenschießen und ummotzen. Das ist, finde ich, Ringer so von den Emotionen her, weil es ist so klar. Das ist ein grosser Abschluss. Wir sind, glaube noch nie so gefordert mit Choreos und ja, es macht mega Spass und ich freue mich jetzt riesig drauf. Es ist extrem lustig, das Ganze ist sehr stressfrei, wir haben extrem viel Spass miteinander. All der Witz und die Jokes, die er eingebaut hat, die kommen da voll zum Tragen. Und er hat wirklich wahnsinnig viel Geduld mit uns. Er ist genial. Er kann einem so richtig motivieren. Die Freude, auch so ein riesiges Ding auf die Beine stellen. Das ist wirklich eine Sache vom Dieter, dass er das macht. Und ich meine, er macht mit uns, mit dem Chor, alles vierstimmig, arrangiert alles selber. Es macht einfach mega Spass. Und er ist eben der Motivator. Also er holt immer noch das Letzte aus uns raus, sei es jetzt aus den Schauspielern oder aus den Sängern, aus den Musikern. Der Dieter hat wieder sehr lustige Ideen gehabt, die er uns umsetzen lässt. Er hat so eine Begeisterung, finde ich, die er überbringt und das ist so ansteckend, dass wir alle über uns auswachsen wahrscheinlich. Ja. Energie sammeln und dann komme ich einen Abend lang schimpfen. Das ist mein Job. Man muss wissen, innerhalb von diesen 45 Projekten sind 6 grosse Musicalproduktionen gewesen. Es sind 4 grosse Tanzproduktionen gewesen. Es sind 22 Chorprojekte gewesen. Es sind 6 Konzertreisen auf Schweden gewesen. Und noch ein Haufen andere Projekte auch. Also, aber das, was irgendwie bei mir natürlich immer das Neueste, was wir gemacht haben, das hängt das ist am nächsten. Aber die Produktion, die wirklich, wo mir sehr geblieben ist, das ist die Jubiläumsproduktion der Ferdinand, die wir 2006 gemacht haben. Das haben wir ja in Küblis gemacht. Also das war auch ein Stück, das ich selber geschrieben habe. Das haben wir in Küblis gemacht.
Und für das haben wir ein grosses Zirkuszelt aufgebaut und dort drin eine Stierkampfarena aufgebaut. Und das ist einfach so spektakulär gewesen, vom ganzen Aufbau und so aufregend auch, weil wir haben dort, ich habe mit den Haufen Produzenten im Tal haben wir so Ferdinand-Produkte entwickelt. Also man konnte Ferdinand-Säufe kaufen, Ferdinand-Brot hat es gegeben, Ferdinand-Würst. Also es sind insgesamt, glaube ich, etwa 35 verschiedene Produkte zum Thema Ferdinand, wo dann auch Ferdinand irgendetwas geheissen hat. Und wir haben vor dieser Stierkampfarena, vor dem Zelt, haben wir einen grossen Markt gehabt, wo alle die Produzenten, die etwas Spezielles kreiert haben, die haben dort ihre Stände betrieben. Und das ist natürlich unglaublich. Es war ein richtiges Volksfest. Also die Leute sind gekommen und man ist durch diese Stämme durchgelaufen und dann ist man rein in die Stierkampfarena, hat das Musical angeschaut, ist wieder rausgekommen in den Pausen und dann ist es weitergegangen und am Schluss hat man draussen noch getrunken. Und es war eine wahnsinnig reiche und eine vielfältige Produktion gewesen. Und das habe ich eigentlich nie vergessen, einfach darum, weil es ein riesiger Lupf war. Aber wir sind am Schluss alle wahnsinnig stolz gewesen, weil es so gut funktioniert hat. Ja, es war schon die Idee gewesen, die Musikschule nicht nur innerhalb der Volksschule zu verankern, sondern eben weit darüber aus. Also eigentlich im Lebensbereich der Eltern von diesen Schülern. Also da hat man dann plötzlich hat ein Vater von einem Schüler bei uns hat dann plötzlich das Ferdinand-Brot kreiert und ist durch das wie ein Teil geworden von der Musikschule. Und das ist schon die Idee gewesen, die Musikschule irgendwie auch in dieser Art und Weise in der Bevölkerung zu verankern und durch das natürlich auch politisch einen Rückhalt zu gewinnen. Weil von da weg haben wir gewusst, wenn es irgendeine Abstimmung geben würde, die die Musikschule in Frage stellen würde, weil man Subventionen mit kürzen zum Beispiel. Von dort weg sind wir eigentlich sicher gewesen, wir haben so einen grossen Rückhalt in der Bevölkerung, dass uns eigentlich, es müsste blöd gehen, wirklich etwas könnte passieren. Ich bin jemand, der wahnsinnig viele Ideen in mir trägt. Zu viel. Zu viel. Und ich bin so begeistert von diesen Ideen. Und wenn ich dann einmal eine Idee umsetze, ich glaube, dann ist schon vielleicht ein Trumpf von mir, dass ich die Begeisterung, die ich selber für eine Idee habe, kann auf die Leute übertragen. Aber der zweite Faktor, den ich finde, der ebenso wichtig ist die Zuverlässigkeit. Und das ist mir eigentlich in meiner ganzen Arbeit an der Musikschule ist mir das etwas vom Wichtigsten gewesen. Zuverlässig sein, mich an Sachen halten, die ich meinen Leuten verspreche oder die ich ihnen in Aussicht stelle. Koste es, was es wolle. Einfach zuverlässig sein, dann kann ich die Zuverlässigkeit auch von meinem Gegenüber erwarten. Und das hat immer funktioniert. Ich glaube, es sind die zwei Punkte. Wirklich Begeisterung, einfach meine unglaubliche Begeisterung für die Musik und für die Möglichkeiten, die man mit Musik hat. Für die Verbindungen, für die Verknüpfungen, für die Kontaktnahmen, für das irgendwie auf die Leute zu übertragen. Ja, ich glaube, das ist schon etwas, wo die Leute gut darauf ansprechen. Also loslassen ist nicht ein schwieriger Punkt, aber es ist ein Punkt, wo ich mir immer wieder Gedanken darüber mache. Ich kann dann loslassen, wenn ich das Gefühl habe, ich habe das absolute Maximum aus einer Situation herausgeholt. Also sei es, wenn ich mit einem Laienschauspieler oder einer Laienschauspielerin arbeite, ich gebe nicht auf, bis ich das Gefühl habe, mehr bringe ich aus jemandem nicht mehr raus. Und dann kann ich es loslassen. Aber wenn ich es vorher loslassen muss, weil es irgendwie eine Zeitfrage ist, weil einfach die Zeit nicht mehr langt, um den letzten Zwick aus jemandem rauszuholen oder auch bei mir selber noch irgendwie
eine Formulierung zu finden in einem Musical, die noch ein bisschen besser ist als die jetzt gerade auf dem Papier steht. Wenn ich dann etwas aus den Fingern geben muss, dann bin ich sehr, sehr unzufrieden mit mir selber. Andere sagen, du hast einen wahnsinnig hohen Qualitätsanspruch. Du strebst nach Perfektion. Ich finde es nicht ein Streben nach Perfektion, sondern ich finde es ist ein Suchen nach versteckten Möglichkeiten. In jemandem oder bei mir selber. Und nicht schauen, bis irgendetwas noch kommt. Oder bis mir das Gegenüber sagt, hey, mehr geht nicht mehr. Es geht wirklich nicht mehr, oder? Dann muss ich sagen, okay, gut. Bis dahin haben wir es geschafft. Ist wunderbar, ist super. Ich habe das Gefühl, es geht noch ein bisschen mehr, wenn wir es noch mal probieren, oder? Ja, es soll jetzt nicht überheblich tönen, aber was ich eigentlich wollte, das habe ich immer erreicht in diesen 35 Jahren. Und ich muss auch sagen, das ist ein grosses Privileg, wenn man das sagen kann. Aber man muss ein Umfeld haben dazu. Man muss die Struktur haben. Man muss die Leute um sich herum haben, die man einbinden kann. Man muss Freundschaften pflegen. Man muss Freunde und Freundinnen und Kollegen haben, die einem auffangen, wenn man vielleicht auch etwas einmal zweifelt und das Gefühl hat, das bringen wir jetzt überhaupt nicht her. Ja. Ich denke, das ist wirklich ein grosses Privileg, dass ich das durfte, so lange an dieser Musikschule zu arbeiten. Ich habe nachdem ich 50 war, habe ich wie einen Zwischenhalt gemacht. Ich habe mir lange überlegt, das ist natürlich ein Alter, wo man dann denkt, ja, also wenn ich jetzt noch mal etwas anderes machen möchte, dann müsste ich das jetzt machen. Sonst ist es dann definitiv zu spät. Also ich hätte mir gut vorstellen, wieder zurück in den Lehrerberuf zu gehen. Ich hätte mir aber auch etwas total Neues vorstellen. Und es war auch eine Zeit, wo meine Söhne aus der Ausbildung draussen waren und wo man auch finanziell ein bisschen Spazi hatte. Und ich habe mir lange überlegt, soll ich irgendwie etwas ganz Neues machen? Ich habe sehr, sehr viele Gespräche geführt. Und ja, weil irgendwie meine grösste Sorge wäre, wenn ich einmal pensioniert werde, wenn die Leute sagen, oh Gott sei Dank sind wir den Schulleiter endlich los. Und das musste ich austesten. Und habe, wie ich vorher gesagt habe, sehr viele Gespräche geführt mit guten Leuten, mit Leuten, die mir sehr nahe stehen, mit Leuten aus der Musikschule, mit Lehrpersonen. Und alle haben gesagt, mach es doch noch ein bisschen weiter. Also wir können uns das irgendwie schlecht vorstellen mit jemand anderem. Und ja, es hat mich natürlich schon gefreut. Und es hat mich irgendwo durch auch geehrt. Und weil ich noch so viele Ideen in mir hatte, habe ich gedacht, ja gut, wenn es so ist, dann könnte man es ja eigentlich probieren, weiterzuführen. Und dann habe ich aber ein halbes Jahr Urlaub genommen und bin 3 Monate ganz allein auf London, gehe mein Englisch aufbessern und habe es wahnsinnig genossen und habe alle Musical abgeklappert und Theaterhäuser und also bin nie in meinem Leben und habe dort sehr viele neue Ideen auch geholt, neue Erfahrungen gemacht. Und die andere Hälfte von dem Urlaub bin ich dann mit meiner Frau auf eine Weltreise und das hat mir dann irgendwie das hat alles ein bisschen relativiert. Wir sind an Orte gekommen, wo wir Sachen gesehen haben, wo wir irgendwie müssen sagen, hey, aber also wenn wir schauen, in was für einem Paradies wir leben und wie privilegiert dass wir sind, dann ist es sicher richtig, noch mal 10 bis 15 Jahre sich voll einzusetzen und zu schauen, dass man weiterhin etwas bewirken kann. Ja, meine Kinder waren in diesem Projekt immer dabei. Immer. Sie sind mitgekommen auf Schweden. Sie haben auch alle die Kontakte, die wir zu Schweden haben, die pflegen sie auch. Also es sind wirklich familiäre und vor allem sehr freundschaftliche Kontakte, die wir dort oben haben. Mein jüngster Sohn, dort wäre es noch möglich gewesen, dass er in Richtung Musik gehen wollte. Aber ich habe ihm eigentlich immer eher ein bisschen davon abgeraten.
Aber sie haben immer teilgenommen an allem und sie nehmen auch jetzt teil, wenn sie schauen können oder so. Es ist wirklich rührend, wie sie sich um ihren Vater kümmern, der sich da dieser Musikschule Füße abstrampelt. Wenn man so eine Möglichkeit hat, eine Musikschule zu führen, auf die Art, wie ich es kann, ist das ein absoluter Glücksfall. Aber ein Leben als Instrumentallehrer, das ist verdammt hart. Also, man muss immer um Pensen kämpfen. Die Lektionsansätze sind jetzt in der Zwischenzeit dem Primarlehrer angeglichen. Das ist soweit in der Ordnung. Aber du schaffst immer an Randzeiten. Es ist fast nicht möglich, ein 100% Pensum zu bewältigen. Und je mehr Schüler dass du musst unterrichten, einfach damit du auf ein Auskommen kommst, desto mehr Kinder und Jugendliche hast, die natürlich auch nicht wahnsinnig interessiert sind am Instrument. Und die wöchentlich durch die Lektionen zu tragen und sie bei Laune zu halten, das ist also wirklich ein harter Job. Und ich bewundere meine Lehrpersonen, die das mit grossen Pensen und mit grosser Freude und Begeisterung und Motivation machen. Ich bewundere die wirklich. Ich finde, die haben einen harten Job. Und wenn man nicht für das geboren ist, dann sollte man vielleicht eher die Finger davon lassen. Also neben dem Instrumentallehrerpensum wirklich noch selber musizieren und sich auf einem technisch hohen Stand zu halten, selber Projekte zu realisieren, das ist unglaublich hart. Also selber Musik schreiben, das ist für mich irgendwie immer klar gewesen, das kann ich nicht. Also ich habe kleine Sachen gemacht, aber jetzt also sehr für meine Begriffe in bescheidenem Rahmen. Was mich mehr interessiert hat, ist einfach das Arrangieren. Also irgendein bestehendes Stück so zu umschreiben und auf einen Schüler oder eine Schülerin anzupassen, dass die ihre Qualitäten ihrer Stimme kann zeigen kann. Das ist etwas, was mich sehr fasziniert. Und da habe ich auch immer gerade einen Spiegel. Also wenn ich mit Bands probe oder mit dem Chor singen oder mit Solisten arbeite und ich denen etwas vorsetze, das ich arrangiert habe, dann merke ich immer gerade auf einen Klopf, habe ich erstens mal die Qualitäten vom entsprechenden Gegenüber habe ich die getroffen und spüre, wie so ein Mensch musiziert. Und irgendwie diese zwei Sachen in so Arrangement rein zu verknüpfen und nachher mit einem Schüler zu erarbeiten, das finde ich, das hat für mich immer viel einen höheren Rang gehabt, als Suchen nach irgendwelchen Melodien oder Themen, die man musikalisch verarbeiten oder so. Auch die ganze Sache mit etwas produzieren, also CD produzieren, das hat mich nie interessiert. Das hat mich nie interessiert. Wir haben einmal ein Lehrerprojekt gehabt, wo wir eine CD gemacht haben miteinander. Das war sehr interessant, einfach einmal zum reinzusehen, wie das funktioniert. Aber es hat mich eigentlich relativ kalt gelassen. Mich denkt es halt, auf Musikschulebene, so wie wir arbeiten, ist das Live-Erlebnis das Zentrale. Und das macht die Arbeit auch so spannend, weil wir bereiten ja die Schüler und die Schülerinnen nicht nur technisch oder musikalisch auf einen Auftritt vor, sondern wir müssen die betreuen, wir müssen sie mit Eventualitäten konfrontieren, wir müssen ihnen irgendwie Mittel in die Hand geben, neben allem musikalischen und technischen, dass sie auf einer Bühne spielen können. Sie müssen, gerade im Musicalbereich muss man ihnen lernen, aus sich rauszugehen, Hemmungen überwinden. Und das ist etwas, wo
wo mich viel mehr fasziniert als Perfektion, zum Beispiel von einer CD-Aufnahme. Ich finde, das ist ein wesentlicher Aspekt beim Musizieren, einfach der ganze Live-Beigeschmack. Und das spricht jetzt zwar gerade ein bisschen dagegen, aber ich habe ja von allen meinen Produktionen, die ich gemacht habe, wir haben alles auf Video dokumentiert. Und ja, ich schaue also ich schneide dann die Produktionen jeweils zusammen nach einem Projekt. Das ist sehr interessant, weil man ist dann natürlich noch drin. Aber dann muss ich die für Jahre auf die Seite legen. Und dann kann ich es wieder vornehmen und anschauen. Und dann habe ich irgendwie einen anderen Bezug dazu. Nein, zu nahe nicht, aber man sieht dann so gewisse Sachen, wo man findet, ja, nein, so cool, wenn ich jetzt gemeint habe, ist es jetzt gleich nicht gewesen, oder? Und weil natürlich das ganze Live-Gefühl, das ja auch dazugehört, das hat man ja nicht, wenn man nachher etwas daheim auf dem PC anschaut, oder? Und heute ist es eigentlich mehr, es weckt in mir Erinnerungen. Wenn ich so alte Produktionen anschaue, dann kann ich wie Erinnerungen, also gefühlsmäßige Erinnerungen abrufen und weiss, bei diesem Projekt, das ist jetzt das irgendwie besonders schön gewesen, oder dort hat man diese Bekanntschaft gemacht, oder dort ist die Gruppe von Schweden drin gewesen, wo ein Haufen Freundschaften daraus entstanden sind. Es ist mehr es ist nicht eine Reflexion, sondern es ist mehr, um die Erinnerungen auffrischen. Aber ich muss es vorher wie auf die Seite legen. Für mich etwas vom Wichtigsten, was ich immer meinen Schülerinnen und Schülern, sei es Erwachsene bis Kinder, versucht habe weiterzugeben, ist, Musik ist immer ein Mittel, um miteinander etwas zu machen. Und es ist nicht ein Wettkampf, es ist nicht kompetitiv, sondern man orientiert sich eigentlich am Schwächsten. Und darum hat Musik für mich sehr eine hohe soziale Bedeutung. Und neben dem eigentlichen Musizieren, finde ich, ist das Wichtigste, was man den Schülern mitgeben kann. Tönt miteinander musizieren, macht Projekte miteinander, damit ihr einfach das Erlebnis habt, das Gemeinschaftserlebnis habt, das ja heute, in der heutigen Generation von diesen Schülern, die ich hier unterrichte zum Beispiel, je länger je mehr in den Hintergrund rückt. Heute ist man lieber allein, man tut sich über die sozialen Medien austauschen. Aber sich zusammenfinden und an irgendeiner gemeinsamen Zielsetzung schaffen und auch dafür zu kämpfen, das ist etwas, das ist ein Erfahrungsschatz, den die heutigen Jugendlichen wie nicht mehr machen können. Und wenn man da nur 1 oder 2 Schüler kann dazu motivieren kann, das irgendwie wieder aufzunehmen und die Schüler zusammenzuführen und miteinander etwas musikalisch zu machen, und dann dafür auch quasi beschenkt wird mit dem wunderbaren Gefühl. Ich glaube, das ist das Wichtigste, was man den Schülern mitgeben müsste.